Ciao, ihr wunderschönen Menschen. Willkommen zu Rated Live von Dead Rising 3. Ja, das nennt man Politiker, die legal infiziert, ne? Oh, die hat eine eine Bohrdings hat die blöde Kuh hat die. Ich muss ja mal anfangs die guten Sachen betonen. Die Grafik von dem Spiel ist auf jeden Fall gut, die ist schön. Die macht schon einiges her, muss ich sagen. Mir gefällt auch besser, dass es größer ist als Teil 2. Also es ist ja wirklich sehr größer. Wahrscheinlich müssen alle Next-Gen-Spiele größer sein als ihre Vorgänger oder einfach als alle Spiele. Scheißegal, was es für ein Spiel ist, es muss größer sein. Das ist ja Next-Gen. Gott zerbrich endlich, du dummes, altes Katana. Ja, ich kann die Typen am Boden nicht zerschneiden. Mir geht's halt immer noch so, dass mich die Missionen, oder dass mich das Spiel eher weniger reizt. Also Teil 2 war schon okay, habe ich gespielt. Interesse verloren, keinen Bock mehr gehabt, weil es irgendwann langweilig war. Und wahrscheinlich geht's mir mit Teil 3 auch so, ich kenne mich ja. Weil ich finde es cool, dass es jetzt die Nebenmissionen gibt und die kann man ja auch so schön, da hat man einige gewisse Zeit dafür. Das ist cool, das ist alles okay. Dass es mehr Zeit gibt für die Missionen, oder es fühlt sich so an wie mehr Zeit. Und dass die nicht sofort alle sterben. Aber ich habe irgendwie überhaupt keinen Bock, die zu retten. Okay, das ist auch schön. Es ist ein schönes Spiel und das war's auch. Es sind unglaublich viele Zombies da, das ist super geil. Look at that. All die ganzen Zombies, da sind 5 mindestens, da sind mindestens 10. Das sind mindestens 10. Und diese random Überlebenden, die sind auch okay, aber ich rette die halt echt nicht, weil ich da keinen Bock auf die Wichser habe. Weil die mir so egal sind. Ich hätte lieber gerne das Auto hier. Der Vergleich mit Dead Rising 2, also ich denke, es ist besser, weil man mehr machen kann. Und ja, es mehr Sachen gibt, gefühlt mehr Sachen gibt, die man machen kann. Und einfach deswegen ist es besser. Punkt. Bessere Grafik, Story, weiß ich nicht, habe ich nicht aufgepasst. Vom dritten Teil, vom zweiten Teil ist es ja so, man muss mit der Tochter hier, muss man die Redner immer Zombrex geben und so weiter. Ich weiß gar nicht, wie es ausgeht, aber man kann das hier machen. Und das ist doch besser, oder? Ich kann 100 Milliarden Zombies einfach so zerschnetzeln. Was könnte es Besseres geben? Ich bin zufrieden mit dem Kauf. Das kostete $60. Ich habe es in Amerika gekauft. Mit Rise, Son of Rome, bin ich nicht zufrieden. Aber überhaupt nicht. Das Spiel ist lamer als lame. Und ich kann da nicht drüber oder was? Ah, das ist auch lame. Aber das Schöne ist, ich vergesse immer wieder meine fucking Steuerung in jedem Spiel. Das ist schon okay. Das ist... Bis jetzt finde ich es okay, das Spiel. Es ist kein Dark Souls Niveau, es ist kein GTA Niveau. Ich könnte auch ein bisschen geblendet sein von der Grafik alleine, wie bei Rise anfangs, wo ich dachte, ich muss das haben. Und dann war das total kacke, das Game. Aber ich denke mir, das kann man immer wieder mal spielen, auch mit Freunden. Von dem her, ja, kann das Spiel jetzt nicht so unglaublich viel falsch machen. Es macht auf jeden Fall einigermaßen Spaß, wenn man es mit Freunden spielt. Und ja, es gibt, wenn man eine gewisse Kill-Serie erreicht hat, auch so einen Special Move. Weiß ich gar nicht, ob es den im zweiten Teil auch gab. Keine Ahnung. Also mir gefällt die Grafik. Sowas gab es halt in Teil 2 nicht. Das ist halt mehr interaktiv. Das ist halt, da muss man mehr aufschauen. Das ist interessanter einfach gemacht. Teil 2 war ja für mich größtenteils, habe ich empfunden, das war nur das Einkaufszentrum und halt die paar Sachen draußen. Ne? Die Bosskämpfe fand ich teilweise zu schwer, muss ich sagen. Ja. Aber sonst war es ganz okay. Und die Zeit fand ich bei Teil 2 auch viel zu knapp. Jetzt ist es hier ein bisschen großzügiger. Ach, den Special Move gab es auch im zweiten Teil. Sehr gut, dankeschön. Oh, wie hat er denn das gebaut? Es ist im Allgemeinen trotzdem nur okay. Oh mein Gott, ist der Typ dumm, oder? Kann der mir mal nicht reinhören einfach? 6 bis 10 Endner und Overtime. Man kann halt so schöne Sachen machen. Das macht schon Spaß und so, aber mehr auch nicht. Also das kann man schon ein paar Mal machen, aber mir persönlich reicht es dann auch nach ein paar Mal. Die Autos lassen sich verschieben, die wo irgendwo dastehen. Das ist eine gute Sache. Die sind nicht starr auf dem Boden auf einer Stelle. Alter, bist du dumm?
Naja, also jetzt opfere ich meinen Katana für ein Zombie-Rechen. Es ist für mich eher ein Spiel für zwischendurch, das ich jetzt spiele und dann wahrscheinlich nie wieder. Ich finde das Spiel an sich schon gut, aber wahrscheinlich stört mich der Faktor, dass man hier bloß Zombies schnetzeln muss. Wahrscheinlich fehlt mir hier ein bisschen der Überlebensfaktor oder was auch immer. Die Grafik und der Gore ist alles super, mega, ultra toll. Mir hat Lollipop Girl besser gefallen, das Lollipop-Spiel, wie hieß, was war das nochmal? Lollipop Chainsaw Massacre irgendwas. Das hatte ich lieber gespielt, muss ich sagen. Ach, es gibt eine Bombe, das erfahre ich auch jetzt gerade erst. Mich interessiert mal eure Meinung im Chat und in den Kommentaren bei YouTube dann. Was ist eure Meinung von dem Game Dead Rising 3? Findet ihr es besser als den zweiten oder ersten Teil? Ich habe den ersten Teil nie gespielt, bloß den zweiten. Oh ja, ein Schulmädchenrock. 10 Stunden Spielzeit ist in der heutigen Zeit leider okay. Damals, da gab es ja für ein Spiel, das kostete 100 D-Mark, da hatte man da 500 Stunden Spaß daran. Yu-Gi-Oh! Donkey Kong 64. Super Mario Kart, alles mögliche. Was eine Verbesserung ist, finde ich, was ich jetzt besser sehen kann, ist, welche Typen die verschiedenen Gegenstände haben. Ich sehe jetzt zum Beispiel genau bei dem Haushaltsreiniger, dass das so ein Chemiescheiß ist. Woanders bei den Pylonen habe ich gesehen, das ist so ein anderes Symbol. Und das ist ein Waffensymbol. Oh, eine Schrotflinte, cool. Das finde ich jetzt ein bisschen besser gemacht. Das wusste ich im zweiten Teil, glaube ich, nicht ganz so gut. Ist gut fürs Kombinieren und so weiter. Es ist einfach nicht mehr alles Gold, was 60 Euro kostet. Weil die Entwickler wollen einfach 60 Euro, die verlangen einfach 60 Euro, weil es halt einfach, das ist halt normal heutzutage und deswegen kostet jedes Spiel so viel. Dann machen einige Entwickler Inhalte rein, die das Spiel künstlich verlängern, was auch nicht gut ist. Und das ist dann, ja, scheiße. Oh, unverwundbarer Typ, er hat ein Blechrohr und ich habe eine Kettensäge. Und welch Wunder, er hält es aus, wenn ich ihn mit der Kettensäge 5-mal im Bauch schneide. Bevor ich hier noch... Oh, eine Hammeraxt. Und sowas ist halt schön. Es gibt eine Hammeraxt. Ich kann in Dead Rising 3 jeden Scheiß bauen, den ich will. Ich kann eine Hammeraxt bauen. Wer will keine Hammeraxt bauen? Ich kenne niemanden. Ich habe jetzt gerade gefragt und niemand hat ja gesagt. Also gibt's keinen. Der Spielspaß, er ist da. Die Steuerung verwirrt mich ein bisschen. Comics oder die Bücher und die verbessern meine Fähigkeiten. Das ist schon schön alles, aber das Spiel haut mich nicht um. Also die Xbox schafft's irgendwie nicht, mich ganz zu beglücken, mich ganz zu befriedigen. Das schafft's einfach nicht, was halt schade ist, weil ich hätte halt gern was von der Xbox oder von der PS4, da gab's ja auch noch nix. Ja, Watch Dogs, du Kack-Game. Was geben wir jetzt denn dem Spiel Dead Rising 3, lieber Chat, in der wir leben, ist sozusagen so aufgebaut, dass die Spieler abwägen, welches Spiel sie spielen, da sie ja nur eine begrenzte Zeit haben. Und das ist halt echt schade. Man kann nicht mehr jedes Spiel genießen, weil es gibt so viele Spiele, es kommen jeden Monat, weiß ich nicht, 3 oder 4 gute Spiele raus im Durchschnitt im Jahr. Dann haben wir in jedem Jahr 20 gute Spiele, circa 20 gute Spiele und man hat nicht die Zeit, jedes zu spielen. Man hat nicht die Zeit, jedes so zu genießen, wie man das gern hätte. Das ist schade. Ich hätte zum Beispiel, ich habe mir bei Dark Souls 2 Zeit genommen. Ich habe das durchgespielt, aufgenommen und ich habe da ich hatte nach meinem ersten Playthrough hatte ich 66 Stunden oder 61 Stunden, dann war ich fertig mit dem Game. Und ich habe immer noch was gemacht und ich finde Sachen und ich lasse mir Zeit und so weiter. Bei GTA kann ich stundenlang von Häusern runterspringen, das macht mir gar nichts, ich liebe das. Oder gegen Autos springen, alles mögliche machen. Und das ist eben so geworden, dass wir nicht mehr die Zeit haben, das in jedem Spiel zu machen. Ich nehme mir gern die Zeit bei Spielen, die bombastisch gut sind, wie Dark Souls, GTA, Bioshock Infinite war ein ultra geiles Game. Und das ist halt keins hier. Dead Rising 3 ist keins von den Spielen, die ich gerade aufgestellt habe. Das ist schade. Ich hätte gern mehr solche Spiele. Aber ich will euch ja auch ein bisschen helfen. So ein durchschnittliches Spiel bekommt so 5 oder 6 von 10 Punkten. Eure Meinungen zu dem Spiel sind 7 von 10 von Tasel, 7,9 von 10 von Prime Hunter. Brille sagt nur 6. Brille sagt, das Spiel wird nach einiger Zeit wahrscheinlich langweilig, weil man immer das Gleiche macht. Es gibt
die meisten Spiele leben davon, dass man immer das Gleiche macht. WoW, Dark Souls und so weiter, GTA. Eigentlich alle Spiele machen immer das Gleiche. Die haben ein Kernding und die machen immer das Gleiche. Das Magische an den Spielen ist, warum ich die noch gerne spiele, ist, weil mir das so Spaß macht. Ich habe stundenlang Yu-Gi-Oh! Gespielt. Ich habe immer die gleichen Scheiß-Matches gespielt, gegen die gleichen blöden Gegner. Ich habe hunderte Stunden in Donkey Kong verbraucht oder verbracht, weil es einfach mir Spaß gemacht hat. Hunderte Stunden in ganz vielen guten Spielen, auch wenn man immer das Gleiche macht. Sims 3, man macht immer das Gleiche, aber es macht Spaß. WoW, ja, 5 Jahre immer das Gleiche, aber es hat Spaß gemacht. Auch wenn Dead Rising 3 verrückt ist und so weiter und ja, in Mädchen-Schulklamotten mit roten Cowboy-Stiefeln in der Militärke und Mini-Kettensäge rumlaufende Zombies schwingen und abschlachten möglich ist es trotzdem nicht gut genug für mich oder beziehungsweise ist es trotzdem nicht so viel Spaß, dass ich es immer spielen könnte. Also ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob ich das Spiel durchspielen werde. Wenn mir übel langweilig ist, dann würde ich es durchspielen, genau wie Dead Island. Crandoxy sagt, er findet es ganz geil, alles okay, aber das begeistert mich alles nicht von dem Spiel Dead Rising 3, deswegen sage ich, meine endgültige Meinung ist 6 von 10 für Dead Rising 3, auch wenn man die Bummkanone bauen kann. Ich würde sagen, ich könnte das Spiel spielen, wenn ich sowas hätte wie, unendliche Waffenhaltbarkeit. Ich würde mit dem Katana rausrennen und alle Zombies nur mit dem Katana abschlachten. Ja, die Story ist schon okay. Es ist alles okay und deswegen gibt es eben nur 6 von 10 Punkten. Also ein Spiel kann man spielen, wird den meisten gefallen, aber weil ich halt so ein kritischer Arsch bin, dem nichts gefällt, also das Spiel muss schon richtig geil sein. Das muss schon richtig, richtig geil sein, dass es mir gefällt. Diese niedrige Punktzahl. Das war jetzt schon mal das Rate It Live zu Dead Rising 3. Seid doch nächstes Mal auch dabei bei dem nächsten Rate It Live, bei dem nächsten Live-Spielen, was auch immer. Und folgt mir auf Twitch, folgt mir auf Facebook, da stehen alle Livestreams, auch die nicht angekündigten oder nicht auf YouTube angekündigten Livestreams, so wie dieser hier. Ha. Okay, das sah jetzt echt geil aus. Jetzt würde ich gerne euren Rate zu Dead Rising 3 hören. Wie gefällt euch das Spiel? Könntet ihr das für immer und ewig spielen? Also über 100 Stunden oder nicht? Und schreibt mir doch gleich 1 oder 2 oder vielleicht auch sogar 3 neue Spiele für die nächsten Rate-Its. Wir sehen uns im nächsten Video. Bleibt so schön. Bis dahin. Tschüss. Was? Oh, fuck. Hey, ich bin gleich da, okay? Das darf nicht sein, dass das so beschissen verkackt ist, oder? Hast du einfach so ein Map geglitscht von unten.